Bonjour et bienvenue à la... Maman. Bonjour et bienvenue à la à la magnifique et très jolie sud de France. Dans le dernier épisode, nous avons un peu de chaos avec la KI. Hä? La KI. Aber ja, also für die es nicht verstanden haben, wir haben ein riesen Chaosrennen mit der KI letztes Rennen in Kanada und ich verstehe nicht wieso. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, wir sind direkt wieder am Aufnehmen nach dieser Folge und mein Blutdruck ist immer noch, also wirklich wahrscheinlich Werte wie ein junger Schnaufer oder so. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt. KI ist in Frankreich meistens relativ schwach. Also ich hoffe wirklich, dass ich hier eine Pole Position und Race Win rausholen kann. Weil, wie ihr in den Standings seht, die Gap zum Sainz ist verdammt hoch. Ich habe 34 Punkte, er hat 59 Punkte. Und wenn ich noch irgendeine Chance habe, muss der Sainz jetzt wirklich langsam mal ein scheiß Rennen haben. Und beim Gasly geht es darum, die ersten Punkte für Aston Martin zu holen. Eigentlich gute Bilanz besitzen, Platz 13, nachher DNF wieder Platz 13. Also ich würde sagen, es Konstant. kann eigentlich nur gehen. Konstant, oder? Konstant. Ja, also ich stehe sicher besser da als mein Teammate, oder? Nein, ich bin ein Punkt, ich bin hinter ihm. Wieso bin ich hinter ihm platziert? Hat er ein besseres Resultat eingefahren als ich? Oder? Warte schnell. Ist das möglich? Ja, er hat P12 reingeholt. Ah, so ein Bastard. Easy. Ja, also aber das hole ich jetzt in dieser Dings hole ich ja, wirklich. so Nicht etwas spinnen, vor. nicht crashen, Frontwings bleiben dran. Und das Das Qualifying... Stroll hat einfach ein Rating von 95. Bullshit, Alter, das ist so ein Bullshit. Auf jeden Fall, das Qualifying muss gut werden und es wird gut, da bin ich überzeugt davon. Let's motherfucking go! Bienvenue à la qualifying. Nous sommes ready, nous sommes prêts. Und wir sind richtig Nein, anyway, richtig hyped auf das Rennen. Ich sag Deutsch und Englisch. Ja, ist gut. Anyway, richtig hyped. Wie auch immer, wir sind gespannt auf diese Session. So, anyway, Spaß beiseite. Wir haben ein verdammt gutes Practice gehabt. Also ich habe im Qualifying Simulation ist meine Delta 2 Sekunden schneller gewesen. Von dem her, ich bin wirklich guter Dinge. Jetzt einfach kein Seich bauen. Und beim Kasel sieht es eben auch sehr nice aus, weil er hat es auf P12 geschafft. Bei mir Setup-technisch wirklich smooth as butter. Also ein bisschen anders hier, aber das kannst du gut schaffen auf dieser Strecke. Ich bin verdammt schnell auf den Straights und kann überall Flatout, wo ich muss. Also ich bin richtig happy. Und bei dir weiss ich gar nicht mehr genau das Setup. Erzähl mal schnell. Gut, also ich habe ein bisschen angepasst, habe ein bisschen mehr Diff geklatscht, dass ich ein bisschen rutsche sozusagen um die Kurve. Also, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist so. Aber ich muss auch sagen, ich bin eigentlich echt happy bis jetzt. Mal schauen, wie es im Qualifying wird. Ich habe ja Qualifying Pace eben gesamthaft dann auf P12 beendet. Aber Qualifying Pace war nicht so eine gute Lap, muss ich sagen, weil dort habe ich das mit dem Diff noch nicht umgestellt. Ich habe es erst nachher gemacht. Und habe mich dann eigentlich bei der Rennstrategie recht safe gefühlt, was ich mache. Und jetzt bin ich gespannt. Also jetzt die ersten paar Meter hier auf der Strecke fühlen sich vom Grip her schon echt geil an, muss ich ehrlich sagen. Darum mal schauen. Weißt du, er hockt der Uhr noch drauf. Jetzt hat er mich überholt. Ja, ich sehe es gerade. Wir fahren Wheel to Wheel! Nein, Alter. Das hat jetzt Uhr gekostet. Nein, noch nicht. Ja, ich habe gut Platz gemacht. Er hat eine Bomben-Lap hergehauen. Er war weit hinter mir. Und ist eigentlich... also ich konnte nicht auf Ultra einstellen. Ist nicht gegangen, wir müssen runternehmen. That's the fastest lap so far. Well done. Weil ich habe mich so viele Corners habe ich mich verbremst. Also zu früh vor allem, so muss ich sagen. Wow. Okay. Einfach vor der Hamilton reingefahren und mir nicht. What the fuck, Alter? Kann ich wieder auf 102, aber... Nein, ich habe vorher geschaut. 2 Zettel in der Schikane rausgeholt, schnell. Ich habe auch durchgeflogen, schnell.
Nein, das lange wir nicht! Nummer P3! Ah! No way, sicher nicht, schon? Ja! Ja, ich habe alles in der Schikane vergamet. Sonst hätte ich etwa 3-4 Zehntel rausholen können. Dann hätte ich es geschafft. Jetzt habe ich nur so 1,5 Zehntel gut gemacht. Was ist da? Ah, ja, noch leichte Verbesserung. Hat nicht gelangt. Aber ich habe schon mal einen verdammten Slipstream gegeben. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have Shepard, Perez, Lewis Hamilton and Leclerc, Joe, Gasly, Ocon and George Russell, Stroll, Tsunoda, Max Verstappen, they've taken a grid penalty, and Giovinazzi, Raikkonen, Mick Schumacher, the Golden Boy and Valtteri Bottas, Mazepin and Nicholas Latifi. And now it's time to head down to the track. Ja, ich bin ein bisschen vorgekommen. Aber ich dachte, Stroll wird auch noch Penalty bekommen, aber in dem Fall nicht. Wegen? Ja, weil er eben so weit, weil er so weit vorne gelandet ist. Also er hat mit der Pace, die wir haben, eigentlich, oder die Leistung vom Auto, hat Züger, also ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Bin ich ganz ehrlich. Ja, also, oder hat er einen fetten Livestream oder etwas bekommen? Kannst du mir nicht erklären. Ich tue aber mit Mediums starten, das mache ich definitiv. Ja, das macht verdammt Sinn auf dieser Strecke. Da kannst du gut etwas rausholen damit. 4 Runden? 5 Runden mit Softs. 5 Runden würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, man kann schon weiter drücken, aber ich glaube, ich mache auch 5. An der Kasse sie auf der linken Seite starten. So, ja, ich starte auf der linken Seite. Wobei, Turn 1 ist nicht schlecht, eigentlich. Nein, ich finde es aber besser, Turn 1, wenn du rechts bist, dann kannst du besser ausweichen. Ja, aber einen ziemlich guten Start dafür. Ich auch. Schumacher, der hat einen brutalen Start gehabt. Oh, ich muss ausweichen. Ich bin rausgeblieben. Ich musste off-track gehen. Auf der P14 gerade. Oh mein Gott! Ja, merci. Wieder genau das gleiche wie letzte Season. Ah, dort stehst du, ja. Ja. Ah, Mann, weißt du, wenn die KI würde einfach Platz lassen, weißt du, wenn du Side by Side bist, dann könntest du halt so Move so machen, aber ich weiß nicht, jedes Mal. Ich habe einfach zu viel Hoffnung, dass sie normal anständig Rennen fahren. Also machen sie es nicht. Boah, Alter, sind die schnell! Hey, die fahren mit keinem Flügel drauf, ich schwöre auf alles. Oh mein Gott, was macht? Nein, ich bin nicht gedreht. Alter, ich bin von der KI gedreht worden. Da fliegt der Frontflügel. Ich musste. Vor mir war der Russell und der Stroll. Und der Russell hat sich so reingeteift beim Stroll, dass er sich verbremst hat und hat den Stroll abbremst. Ich musste die Lenkung auf der Wischschwere in den Stroll reingefahren. Und das war rechts von mir ein Auto und der hat mich rausgetragen. Oh mein Gott, wie du dort einfach aussen rumfahren. Holy! Oh shit! Ich hab's gerade gesehen. Overtakes gewesen, oder 6 Overtakes in Oh shit. Here we go again. 2 Corners. Und da gerade noch einen. Frontflügel Damage. Ja, Frontflügel Damage. Nein. Mal, ich bin einem hineingefahren. Ja, das ist nasty. Alter. Ah, Mann, Alter. Wenn ich jetzt in einer Runde auf P20 aber droppe und schon wieder auf P12 bin. Wow, Geh noch wieder auf Mediums. Ich verliere so viel Zeit auf dem Stroll und dem Russell. Nein, jetzt muss ich ihn holen. Das war das von mir. Aber ist mir egal. So viel Zeit verloren da. Das Ganze noch einmal. Ach, der Mann, wie sie wieder verteidigen. Du hast den Frontflügel verloren, dank dem George. Und jetzt kommt es auf einmal Side by Side, hä? Wenn du raus bist. Nein, was ist passiert? Mein Lenkrad hat sich disconnected.
Nein! Und ich bin jetzt es leuchtet auch nicht mehr. Jetzt hat es, glaube ich, genommen. Nein! Ich habe einfach geschaltet und er hat nicht mehr geschaltet. Safety Car. Nein, wahrscheinlich. No. Aber Ja, das- mein Lenkrad ist ja. jetzt abgeschaltet. Ja, es jetzt geht, ohne, ja. ohne quasi für meine Advantage, wenn du neu starten sagst. Weil das ist nicht fair, das ist nicht geil. Ja, nein, komm, fahr weiter. Bei dir Karol, ja, scheiß, es hat ab und zu, es hat eh nicht gestimmt. Okay, Ich will clear. gerade sagen, ist immer noch kein Safety Car Release, oder? Mama ist gerade jetzt fertig. Schau, wie der verteidigt hat. Und fast auf der Strecke. Max Verstappen, schiess raus, das ist einfach mein Rival. Ah, ja, stimmt. Dass du eine Chance hast in dieser Rivalität, weißt du? Es ist einfach so fair, wieder das Game zu mir. Kollege. Ui, das ist aber dranbleiben, hä? Ja, ja. Aber jetzt können sie auf einmal Side by Side racen. Gap to teammate ahead is 5.8 seconds. Easy, merci. Ist immer schön, wenn sie den Platz lassen. Easy Snack. Was für ein Corner Ja. Cut, Alter. Das habe ich gemacht, weil ich Schiss hatte, dass der Gasly zu langsam ist. Ich habe mich schon darauf vorbereitet, dass ich eventuell ausweichen muss. Oh, Dirty Also, Air, der Mann. Sainz ist immer noch Erster und hat 1,3 Sekunden Vorsprung auf Lando. Ja, Das ist halt eben Das schon wird krass, happig. Alter. Weißt, wenn du Updates machst, dein Teammate wird natürlich auch hure stark. das ist ja so. Oh! Der. Wie früh der wieder bremst hat. Ja. Halleluja, hey. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting the Okay, corners. this is If you Jeff. I keep need it you up, to stop you will cutting the award your corners. penalty. Gut, ist zwar immer wieder ein bisschen anders. Ja, das ist so. Und Schau, vor allem das ist das Jahr ein hat sie Jahr. sich ja auch im TV verändert. Also, haben sie fast müssen. Ich finde sie noch sexy, die neuen Anzeigen. Ist ein bisschen kleiner. Also vom TV. Aber wird es ein bisschen vermissen. Die Audi hat halt noch wirklich schön ein bisschen rot und so dabei gehabt. Ja, also ich finde sie easy, ja, muss ich sagen. Also jetzt es ist schon recht speziell halt sie haben es sieht halt schon ein bisschen futuristischer aus. Ja, das ist so. Mit der Starter da. Wow, wie neu ich bin. Den kann ich holen. Ja, jetzt hat aber der Norris wieder ein bisschen abgerissen vom Dings. Und Vom Perez. Sergio Perez. Aber wenn du Perez holst, holst du noch das Podium. Das wäre noch nice, Alter. In der letzten Runde noch das Podium. Aber da musst du echt Divebomben in die letzte Kurve rein, glaube ich. Wir fahren es immer weit links und wenn du rechts fährst, Genau. kannst du dich voll reindrücken. Oh mein Ah, ich habe versucht, ein bisschen mehr Speed mitzunehmen, aber es ist nicht gegangen. Gott. Ja, lieber dann Safe to P4 nehmen. Ah, Schade, aber gleich nice. Ja, nice, wieder- nice, nice. von 20 wieder hingefahren. Und fast ein Slapcode. Ah, So, Österreich. Ja gut, Ja. das wäre das nächste Rennen in dem Fall. In Österreich wieder mal ein sehr gutes Rennen gewesen. In Frankreich. Gabo hat immerhin eine gute Recovery gehabt und hat dann noch auf P4 fahren und wichtige Punkte holen für die Championship. Du, wer weiß, vielleicht hat der Sainz jetzt die nächsten 2 Rennen richtige Kackrennen. Who knows? Mal schauen. Das wäre gut. Ja, also es wird auch für die WM wäre es geil, wird es jetzt ein bisschen spannend werden, gell? Weil ich meine, Zwei Kackrennen würden schon länger, solange ich eigentlich würde gewinnen noch. ja. Ja, das wäre schon geil. Das wäre wirklich schon noch geil. Ja gut, das wäre es auch mal gewesen mit der Folge von F1 2021. Hoffentlich kommt nach Österreich Facility Updates bei mir, weil ich habe noch 13'000 Ressourcenpunkte. Ich würde das mal gerne ausgeben, aber ich kann einfach nicht, weil ich kann nichts, was ich kann ausgeben kann. Und ja, aber falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in Österreich wieder in der nächsten Folge. Und bis dann wünschen wir euch ein schönes Tag noch und macht's gut und ciao! Ja, was?